Hey, danke, so schön hier zu sein. Ich stehe vor euch angezogen, das ist für mich schon mal ein Teilerfolg des heutigen Tages. Warum sage ich das? Ich bin allein mit 3 Kindern zu Hause dieses Wochenende. Meine Frau ist in Holland, das machen sie regelmäßig. Und meine Kinder sind auch angezogen, sind alle im Kids-Programm. Das ist für mich wirklich schon mal ein Erfolg, weil ich muss sagen, ich war jetzt in dem Wochenende so... mir wurden meine Grenzen aufgezeigt, ich sage es mal so. Weil die sind relativ unfiltriert, die Kleinen, und lassen alles raus, ungefiltert. Und ich musste hier und da merken, wenn 3 aufs Mal kommen, bin ich der Sache nicht immer so gut gewachsen, wie ich es gerne wäre. Und deswegen bin ich grundsätzlich heute schon mal froh. Wie gesagt, ich stehe gekleidet hier und die Kinder sind im Programm. Wir reden über Beziehungen und ich habe mir ganz ehrlich an diesem Wochenende ein paar Mal heimlich gedacht, alleine zu sein hat schon auch was Schönes. Es ist schon schön, manchmal auch niemanden im Raum zu haben, nur meinen Willen, meine Meinung, meine Worte oder noch besser gar keine Worte. Ist manchmal wunderschön. Aber Gott sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ja, ich weiß es nicht. Kommt auf die Situation drauf an. Er hat gesagt, ich will ihm jemanden schaffen, der ihm beisteht und ihm ein Gegenüber ist. Ja, das wäre gut. Ich glaube, das ist wirklich eine Situationsaufnahme. Ich glaube, wenn wir über längere Zeit alleine sind, merken wir schnell, es fehlt etwas Substanzielles im Leben, wenn wir keine Beziehungen haben. Und ich habe bei der Recherche über diese Serie, ich lese mich immer ein bisschen rum, was existiert so schon auf der Welt. Ich muss ja nicht alles neu erfinden. Und ich bin über ein Buch gestolpert, das hat es mir recht angetan. Bronnie Ware, das ist eine Palliativpflegerin, ich glaube sogar aus Australien. Die hat ganz lange Menschen begleitet, die nicht mehr lebenserhaltende Maßnahmen bekommen, sondern die werden auf dem Sterbebett quasi begleitet. Und die wissen alle, in den nächsten Monaten oder Jahren werde ich sterben. Und die hat natürlich dort viele Gespräche geführt. Und die hat ein Buch geschrieben, in dem sie diese Gespräche zusammengefasst haben. Dieses Buch heißt 5 Dinge, die Sterbende am meisten bedauern. Ich finde es immer mal wieder hilfreich, solche Bücher zu lesen, solche Aussagen zu hören, weil es mir wieder bewusst macht, was wirklich zählt. Weil ich glaube, wenn du in dem Stadium vom Leben angekommen bist, merkst du wieder, was hat wirklich Substanz, wofür lohnt es sich wirklich zu kämpfen. Und ich will dir diese 5 Aussagen, die sie zusammengefasst hat in diesem Buch, ganz kurz zeigen. Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mein eigenes Leben zu leben. Krasse Aussage. Ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet. Da machen manche große Augen. Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meine Gefühle auszudrücken. Ich wünschte mir, ich hätte den Kontakt zu meinen Freunden aufrechterhalten. Die Aussage hat mich verblüfft, um ehrlich zu sein. Ich wünschte, ich hätte mir erlaubt, glücklicher zu sein. Das ist so die Zusammenfassung von ganz vielen Gesprächen mit ganz unterschiedlichen Persönlichkeiten. Und ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber ich würde jetzt mal von meiner Seite sagen, 3 von den 5 haben direkt mit zwischenmenschlichen Beziehungen zu tun. 3 von den 5 Aussagen, die mittleren 3, die gehen direkt einher, wie gut sind oder waren meine zwischenmenschlichen Beziehungen, wie viel Beachtung habe ich denen geschenkt. Und ich glaube, wenn wir jetzt mal abgesehen von den Situationaufnahmen, wo wir sozial überfordert sind, wie ich es dieses Wochenende war oder bin, vielleicht auch, finde ich nachher raus, werden wir uns einig sein, dass wir Beziehungen brauchen. Wir brauchen Beziehungen, wir brauchen Gegenüber, wir brauchen Menschen, die mit uns das Leben gestalten, teilen, erleben. Aber gleichzeitig merken wir auch immer mal wieder, wie schwierig es ist, gute Beziehungen zu leben. Ich weiß nicht, wie es bei dir momentan gerade ausschaut. Wie läuft es in deinen Beziehungen? Mach dir mal Gedanken, wie läuft es in deiner Ehe, wie läuft es in deinen Freundschaften, Beziehung mit deinen Eltern, Schwiegereltern, Arbeitskolleginnen, Kollegen, Schulfreunde, zu deinem Chef, zu deinen Ex-Arbeitskollegen, Ex-Freundin, Ex-Frau, Ex-Chef. Wie sind diese Beziehungen? Wie würdest du sie beschreiben? Einfach für dich.
Weil wir reden in der Serie Beziehungskunst über viele Themen. Wir reden natürlich über Ehe, das machen wir heute. Wir reden über Single sein zum Beispiel, weil wir haben jetzt eine Pastorin im Team, die ist Single, Mitte 40. Und wir haben endlich mal jemanden, der darüber predigen darf, weil wir sagen immer, predige nur über etwas, was du selbst auch erlebst. Wo ich dann raus bin zum Beispiel bei dem Thema. Und ich freue mich sehr schon auf diese Predigt, weil ich glaube, das betrifft ganz viele in unserer Kirche. Das ist ein ganz relevantes Thema, wenn es um Beziehungen geht. Wir reden aber auch über Freundschaften, weil ihr habt es vorhin gesehen bei diesen Aussagen vom Buch von Bronnie Ware. Eine Aussage betrifft direkt Freundschaften und ich glaube, wir unterschätzen Freundschaften enorm. Und ich glaube, es hilft, wenn wir da darüber nachdenken. Wir reden über all das, weil ich glaube, Beziehungen können uns enorm viel Energie geben, aber sie können uns auch viel Energie rauben. Wir haben das wahrscheinlich alle schon erlebt, wenn nahe Beziehungen kriseln, wenn es schwierig wird in Beziehungen, wie viel Energie das raubt. Ich merke richtig, mich saugt es richtig aus, wenn ich mit meinen Ängsten nicht gut bin, wenn es nicht gut läuft. Und ich glaube, es lohnt sich, wenn wir uns in dieses Thema reinbuddeln für die nächsten Wochen. Aber zu Beginn würde ich gerne mit dir beten, bevor wir in das heutige Thema einsteigen. Aber zuerst mit einer konkreten Frage nochmals an dich. Und zwar, wo willst du innerhalb von dieser Serie Gottes Wirken erleben? Du hast gerade darüber nachgedacht, wie laufen deine Beziehungen? Wo willst du Gottes Wirken sehen? Überleg's dir mal kurz und dann beten wir dafür. Herr, wir kommen in deinem Namen zusammen. Du sagst, wenn wir uns in deinem Namen treffen, bist du in der Mitte. Danke, dass du hier bist. Und du siehst unsere Beziehung, du siehst das, was mir gerade durch den Kopf geschossen ist, was gerade in meinem Herzen läuft. Du siehst all die Herausforderungen, vielleicht auch die Resignation, die Traurigkeit, Frust, Freude, alles, was da ist. Und ich lege dir all das hin. Du darfst an mir arbeiten in den nächsten Wochen, du darfst heute an mir arbeiten, du darfst zu mir sprechen, du darfst mir aufs Herz legen, was du in mir bewegen willst. Und ich sehne mich nach deinem Wirken, dass meine Beziehungen göttlich werden, so wie du sie dir gedacht hast. Amen. Ich bin gespannt auf die Geschichten, die wir hören werden. By the way, ich wäre sehr froh, wenn ich noch irgendwo einen Timer hätte, ansonsten eskaliert es dann, wenn ich mal ins Reden komme. Ja, genau, ihr sagt es mir dann einfach, wenn es zu lange wird. Ich habe eine Uhrzeit, das reicht schon mal. Ich will heute über Ehe reden. Ein spannendes Thema, oder? Ich glaube, ein Thema, was enorm Relevanz hat für uns, aber auch für unsere ganze Gesellschaft. Ich weiß nicht, ob du schon mal erlebt hast, wenn eine Ehe kaputt geht. Vielleicht hast du es selbst erlebt. Vielleicht hast du es erlebt in deinem nächsten Umfeld. Bei mir war es so, enge Freunde von uns haben sich getrennt und ich habe schon immer gewusst, es ist schlimm, wenn sich Ehepaare trennen, aber der Kollateralschaden, der entsteht, ist enorm. Und das war mir nie bewusst bis dahin. Und ich glaube, wir tun gut daran, wenn wir präventiv und konstant in unsere Ehen investieren. Innerhalb unserer Kirche, aber auch darüber hinaus. Und ich wünsche mir, dass wir Ehen haben, die gesund sind und dass wir sogar Ehen haben, die Gesundheit raustragen in unserer Gesellschaft und ein Beispiel sind, wie Ehe sein könnte. Diese Predigt ist aber nicht nur für Menschen, die verheiratet sind. Ich komme dann noch drauf, weil ich glaube, es gibt was ganz Grundsätzliches, wenn wir über Ehe reden, nämlich, dass sich zwei Einzelpersonen zusammenstellen. Das vergessen wir manchmal bei diesem Thema. Das heißt, wenn wir über Ehe sprechen, dann müssen wir auch über die Einzelperson sprechen. Sind wir uns da einig? Eine gute Ehe zu führen, um einfach mal einen Dämpfer zu bringen, ist mega viel Arbeit. Kann ich ein Amen hören? Weiß das jemand? Bin ich der Einzige, der das so fühlt? Ja, es ist viel Arbeit. Das Gute ist, Gott hat uns als Arbeiter geschaffen. Wusstest du das? Er hat gesagt, arbeite 6 Tage die Woche, nicht 5, by the way, sondern 6 Tage und ruhe einen Tag. Das ist vor allem für die jüngere Generation wichtig. 6 Tage arbeiten, 1 Tag ruhen.
Die schlechte Nachricht dort ist, wir wollen oft gar nicht arbeiten. Mich überrascht immer wieder der Fachkräftemangel, dieses Wort. Vielleicht hast du es auch schon mal gehört, vielleicht hast du es auch schon 100-mal gehört. Merkst, dass nirgendwo mehr die Leute wirklich mit den Händen arbeiten wollen. Aber dann, wenn ich abends in Coop laufe, in Rien, dann sehe ich so im Fitnesscenter ganz viele, wie sie sich abstrampeln. Ich denke, ihr könntet auch tagsüber irgendwas für eure Muskulatur machen oder ihr geht abends ins Fitnesscenter, geht auch. Jetzt kommt AI, künstliche Intelligenz, und nimmt uns die nächste Stufe von Arbeiten ab. Selbst Bücher lesen, Selbstzusammenfassungen schreiben, konzeptionelles Arbeiten. Und ich frage mich, wie sehen die Fitnesscenter für unser Gehirn in 5 Jahren aus? Weil wenn wir nicht mehr selbst denken, müssen wir auch unser Hirn fit halten, wie wir es jetzt schon mit unserer Muskulatur machen. Wir haben so eine Tendenz, dass wir die Arbeit gerne auf den Nächsten schieben. Und das kann uns manchmal auch in der Ehe passieren. Aber der Punkt ist, Beziehungen ist ein Arbeitsfeld. Und ich glaube, die erste große Challenge, die wir vor uns haben, wenn wir wirklich ein Resultat aus dieser Predigtserie Beziehungskunst sehen wollen, ist, dass wir Platz schaffen in unserem Leben, damit wir wirklich für die Beziehungen arbeiten können. Weil was uns ganz, ganz oft passiert, ist, dass wir, wenn wir an Arbeit denken, einfach an unseren Job denken. Ich zum Beispiel, ich bin Pastor. Aber wenn ich heimgehe, ist die Frage, habe ich Kapazität für meine Beziehungen daheim? Habe ich Kapazität für meine Ehe, für meine Kinder, für meine Freundschaften? Oder power ich mich auf meinem Job so aus, dass ich gar keine Energie mehr habe, noch in meine Beziehung zu investieren? Und ich glaube, das ist die erste Challenge, die wir haben. Weil natürlich können wir Gottes Wirken erwarten, aber ihr kennt ihn ja auch ein bisschen, wie er tickt, oder? Er will wirken, aber es hat sehr viel auch mit unserem Zutun zu tun. Dass wir die Dinge, die uns aufs Herz legt, auch umsetzen können. Und deswegen will ich dir das nahelegen. Mach dir speziell in den nächsten Wochen mal Gedanken, wie viel Zeit hast du überhaupt in deinen Beziehungen zu arbeiten. Und jetzt kommt der nächste Clou. Das Problem in Beziehungen ist das, dass du das Gegenüber nicht wirklich verändern kannst, sondern nur dich. Und jetzt spezifisch auf eine Ehe, das Einzige, was du in deiner Ehe ändern kannst, bist du. Das ist der Part, an dem du arbeiten kannst. Das ist der einzige Weg, wie du die Ehe wirklich weiterbringen kannst. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, wenn wir über Ehe sprechen, dass wir auch über das Individuum sprechen. Und deswegen glaube ich, ist diese Predigt auch so wichtig für all die Menschen, die nicht verheiratet sind. Weil es fängt ganz vieles einfach mal bei uns selbst an, bevor es uns als Ehepaar betrifft. Eine gesunde Ehe braucht zweimal eine standhafte Person. Sind wir uns da einig? 2 Personen, die selbst auf beiden Füßen im Leben stehen. Dann haben wir die Grundvoraussetzung für eine gute Ehe. Und ich meine damit aber nicht einfach nur gesund, sondern ich meine standhafte Person im Sinne von zufrieden mit sich selbst. Weil ich kenne zum Beispiel Ehepaare, die erleben krasse Zeiten, die gehen durch Zeiten, wo einer von beiden zum Beispiel wirklich krank ist und trotzdem gucke ich die Ehe an und bin beeindruckt. Also ich glaube, immer Gesundheit vorauszusetzen, damit die Ehe funktioniert, kann es auch nicht sein. Es geht um mehr. Es geht darum, weiß ich wirklich, wer ich bin und bin ich happy mit mir selbst? Bin ich zufrieden mit mir selbst? Bin ich da, wo ich hingehöre? Stehe ich wirklich im Leben? Bin ich nicht abhängig von meinen Umständen? Ich rede davon, wenn ich von standhafter Persönlichkeit spreche. Warum sage ich das? Ich höre immer wieder Sprüche wie meine bessere Hälfte, mein Partner macht mich komplett und. Ihr kennt sie. Das Problem an diesen Sprüchen ist so immer was drin, was mich triggert. Weil ich das Gefühl habe, wir versuchen dann irgendwo uns zu komplettieren gegenseitig. Und ich glaube, das ganze System Ehe wird sehr schnell krank darin, wenn wir das Gefühl haben, unser Gegenüber soll uns irgendwo stärken, soll uns irgendwo standhaft machen. Natürlich würden wir das nicht so formulieren, aber es kann so schnell passieren, dass wir etwas bei unserem Partner suchen, was wir eigentlich nur bei Gott finden können. Komm, wir machen was Spontanes. Ich brauche ein freiwilliges Pärchen hier auf der Bühne. Irgendeins? Ihr müsst nichts reden ins Mikrofon, ihr müsst einfach nur dastehen. Ja, Monique und Mike, das ist super. Danke für eure Initiative.
Das ist immer so, gell, wer zuerst zuckt, der muss dann hoch. Danke, dass ihr hier seid. Es ist eine ganz, ganz einfache Übung, die wir machen. Und zwar, ihr könnt euch mal Rücken an den Rücken stellen. Und jetzt, Mike, jetzt darfst du dich mal auf Monique drauflehnen, so ein bisschen. Einfach, du musst nicht mehr selbst stehen. Einfach chill dein Leben, Mike. Ja. Wie fühlt sich das an? Schwer, Schwer, sorry, du musst trotzdem ins Mikro reden. Ist anstrengend, gell? wenn es auf längere Zeit ist, ja. Okay. Und jetzt drehen wir mal um. Jetzt lehnst du dich mal voll an Mike an. Ja. Und was denkst du? Ebenfalls. Ebenfalls. Genau, aber angenehm. Aber angenehm schwer. Manchmal darf es so sein. Danke, es war schon alles. Vielen Dank euch. Einen herzlichen Applaus für unsere starken Leute. Es passiert so schnell, dass wir uns irgendwie auf unseren Partner anlehnen. Und ich merke das bei mir immer wieder, das sind diese kleinen Alltagssituationen, wo ich das Gefühl habe, meine Frau muss mir jetzt irgendwas geben, damit ich brauche jetzt irgendwas von ihr, damit. So ein Wenn-Dann-System anfängt, wo ich etwas versuche von Maike, von meiner Frau zu holen und dann irgendwo an den Punkt komme und merke, ja, aber Moment, in diese Abhängigkeit sollte ich sie eigentlich gar nicht bringen. Ich muss aufpassen, dass ich nichts von ihr hole, was ich eigentlich bei Gott holen muss. Und ich glaube, diesen Moment verpassen wir hier und da immer wieder. Und das meine ich mit standhaften Persönlichkeiten. Es geht darum, selbst mal als Individuum standhaft zu sein, auf beiden Füßen zu stehen, zu wissen, wer ich bin in Gott und dann auf meinen Partner zuzugehen, auf meine Partnerin. Das Krasse ist das, 1. Mose, so schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja, als Gottes Ebenbild. Und er schuf sie als Mann und Frau. Ich weiß nicht, ob du dir bewusst bist, dass er dich als sein Abbild geschaffen hat, als sein Ebenbild. Dass wenn Gott dich anguckt, dass er wie in einen Spiegel schaut und etwas von sich selbst sieht, sich selbst in einem Spiegelbild siehst. Checkst du das? Das ist manchmal schwierig zu nehmen. Nach dem Wochenende, was ich gerade erlebt habe, wo ich sagen musste, ich habe mich so oft meinen Kindern gegenüber falsch verhalten und unreif verhalten, denke ich mir zum Teil echt, ich bin Gottes Ebenbild. Fühlt sich nicht immer so an. Aber das ist das, was er uns zuruft. Als er uns geschaffen hat, hat er uns in seinem Ebenbild geschaffen. Umkehrschluss. Wenn wir so werden wollen wie er, wenn wir wirklich standhaft werden wollen, auf unseren beiden Füßen stehen wollen, unabhängig von den Menschen um uns herum, kann das nur in der Verbindung mit ihm funktionieren. Sind wir uns da einig? Er hat eine Idee, als er uns geschaffen hat. Und wir reden als Kirche immer wieder davon, wir wollen Jesus Christus ähnlicher werden. Warum? Jesus kam als Mensch auf die Erde. Gott wurde Mensch, damit wir ihn anfassen können, anschauen können, mit ihm gemeinsam das Leben erleben können und er uns Gottes Wesen viel konkreter und näher zeigt. Das ist unser Main Goal als Kirche, das ist unser Ziel. Wir wollen Jesus Christus ähnlicher werden, weil wir merken jedes Mal, wenn das passiert, wenn wir ihm wirklich ähnlich werden, ja, dann passiert das mehr und mehr, dass wir zu seinem Ebenbild werden. Und das ist die Grundvoraussetzung, damit wir gute Beziehungen leben können. Eine Person, die ich in der Bibel immer wieder sehr faszinierend finde, ist Petrus. Am Anfang heißt er Simon und Jesus gibt ihm irgendwann mal einen anderen Namen und sagt, du bist Petrus. Und vielleicht kennst du diese Bibelstelle, ich war letztens dort an der Pforte der Hölle in Israel, wo Jesus ihn fragt, wer bin ich denn? Und Petrus sagt, du bist der Messias, du bist der Christus. Und Jesus sagt, diese Worte können nicht nur auf seinem Kopf kommen, das ist eine Erkenntnis, die dir Gott geschenkt hat. Und auf dir werde ich meine Kirche aufbauen und nichts und niemand. Weder Menschen noch die Pforte der Hölle können sie jemals platt machen. Das ist Petrus. Dieser Petrus, ich finde es so cool, ich gucke momentan gerade The Chosen an, diese Serie, wo es darum geht, wo die Jünger als Hauptfiguren eigentlich agieren und mit Jesus unterwegs sind. Ich finde es so interessant, wie dort diese Charaktere so aufgegriffen werden. Petrus war wirklich kantig, laut,
impulsiv, extrem, oder? Du siehst es immer wieder in verschiedenen Situationen, wenn er agiert, wenn er spricht, wer spricht. Das ist immer interessant, wer eben nicht gesprochen hat und wer gesprochen hat in der Bibel. Merkst du immer, Petrus war schon bei den Lauteren dabei und bei den Kantigen und bei den Extremen. Und es ist krass, wie du siehst, durch die ganzen 4 Evangelien durch, wie Jesus in Petrus eine Identität reinspricht. Immer wieder bringt er ihm bei, wer er wirklich ist. Und dann bringt ihm bei, wie Standhaftigkeit wirklich funktioniert. An den Punkten, wo Petrus merkt, jetzt komme ich nicht mehr selbst klar, kommt Jesus rein und sagt, ja, du musst es auch nicht selbst schaffen, wie zum Beispiel die Situation in Lukas 5, wo er die ganze Nacht versucht zu fischen und dann kommt Jesus und sagt, ja, wirf die Netze auf der anderen Seite aus. Ist eigentlich ein Witz, oder? Also du hast die ganze Nacht gebickelt, geackert, völlig erfolgslos und dann kommt Jesus und sagt, ja, nimm doch mal die andere Seite. Und dann macht er den Fang seines Lebens und er merkt, wow, wenn ich mit Gott unterwegs bin, und nach seinem Willen frage und tue, was er mir sagt, dann fängt es plötzlich an zu funktionieren. Und Petrus versteht mehr und mehr, was es bedeutet, wenn Jesus sagt, komm unter mein Joch und lerne von mir. Das Joch, was ich dir auflegen will, das ist so ein Ding, was man den Rindern übergelegt hat, damit sie das Werkzeug auf dem Feld ziehen konnten. Leg dieses schwere Joch, was du dir selbst auferlegst, ab und komm unter mein Joch. Und dann gehen wir den Weg, den ich vorbereitet habe. Und dann wird es plötzlich leicht. Und der eigenwillige, eigensinnige, energische, kantige Petrus gibt sich da rein. Und du merkst, wie sich eine Persönlichkeit entwickelt, auf dem Jesus letzten Endes die ganze Kirchengeschichte aufgebaut hat. Wegen dem Typen sitzen wir heute hier. Checken wir das? Dank der gesagt hat, ja, ich gehe mit dir. Und das Krasse ist, was mich so beeindruckt, mein Timer ist übrigens wieder weg, das ist schlecht für euch. Jesus macht mit Petrus keine Persönlichkeitsoptimierung, weil das ist etwas, da müssen wir speziell in der heutigen Zeit aufpassen. Wir haben manchmal das Gefühl, Jesus war so ein Kuscheltyp, ohne jeglichen Ecken und Kanten. Jesus hat überhaupt keine Probleme mit unseren Charakterzügen, mit unseren Kanten. Der lässt Petrus Petrus sein. Der ist nach der Transformierung, die Jesus mit ihm macht, immer noch kantig, immer noch energisch. Er ist immer noch der schreit, ich gehe mit dir in den Tod. Und Jesus sagt, nein, machst du nicht. Du wirst failen. Du wirst mich verleugnen, du wirst wegrennen und dich verstecken. Und das macht er auch wieder. Und nachdem Petrus so krass viel mit Jesus erlebt hat und er merkt, Jesus hat recht, ich verleugne ihn, lässt er alles sein. Er schmeißt einfach alles hin. Die ganze Nachfolge, das musst du dir mal überlegen. Er bekommt es nicht mal hin, zu reflektieren und zu überlegen, okay, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, aber ich habe all die Wunder gesehen, aber ich habe erkannt, er ist Gottes Sohn, ich habe es selbst mit meinem Mund ausgesprochen. Nee, er wirft alles hin, er geht wieder fischen. Der Typ war immer noch ein Extremist. Jesus will nicht unsere Persönlichkeit optimieren. Jesus will uns nicht feinschleifen wie eine elegante Kugel, die dann keine Ecken und Kanten mehr hat. Du darfst immer noch du selbst sein. Es geht ihm um was anderes. Ich finde ein Gespräch zwischen Jesus und Petrus so faszinierend. Das finden wir in Johannes 21. Als sie nun gegessen haben, sagt Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr, als diese mich lieben? Er sagt zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er sagt zu ihm, weide meine Lämmer. Das ist ein komisches Gespräch, oder? Finde ich das komisch? Du fragst jemanden, hast du mich lieb? Und der sagt, ja natürlich habe ich dich lieb. Ja, dann mach endlich, was ich dir gesagt habe. Hat Jesus einfach Jünger gehabt, damit die für ihn arbeiten? Oder worum geht es genau? Was will Jesus von uns, wenn er mit uns unterwegs ist und uns zu diesem Ebenbild Gottes formen will? Ich glaube, wir müssen da manchmal gucken, dass wir unsere Idee, was wir mit Gott machen sollen, wie diese Jesus-ähnliche Werden gehen soll, dass wir das immer mal wieder ablegen und uns das Neue aufzeigen dürfen. Jesus will mit uns sein.
Deswegen hat Gott uns geschaffen für Gemeinschaft. Da sind wir wieder beim Thema. Für Beziehung sind wir geschaffen, um mit ihm zu sein. Aber dabei geht es nicht einfach nur darum, jeden Morgen 30 Minuten auf dem Sofa zu sitzen, in stiller Zeit Bibel zu lesen und zu beten. Das gehört dazu und das ist wichtig. Das schafft Herzensnähe. Aber es geht darum, zuallererst mal mit ihm gemeinsam in seinem Reich zu leben. Und Jesus sagt, dieses Reich will ich mit dir bauen. Mit dir persönlich. Und ich will dir eine wichtige Rolle darin geben. Ich will dir Verantwortung darin geben. Ich will nicht einfach nur mit dir rumliegen. Ich habe etwas anderes vor. Ich will ein Reich bauen, in dem die Liebe dominiert. Und dieses Reich funktioniert anders als dieses Reich, was ihr auf der Erde sehen könnt. Und wenn du willst, kannst du Teil dieses Reiches sein. Und dann führe ich dich da rein, bis du dieses Denken drin hast, wie dieses Reich funktioniert, weil erst dann kannst du deine Rolle wirklich einnehmen. Das macht er mit uns, das macht er mit Petrus. Er zeigt ihm immer wieder auf, wer er ist, dass er geliebt ist, dass er angenommen ist. Nicht einfach, um mit ihm zu kuscheln, sondern um mit ihm gemeinsam zu leben. 6 Tage zu arbeiten, einen Tag zu ruhen. Das ist immer noch die gleiche Idee. Er will mit ihm gemeinsam sein Reich bauen. Und Petrus versteht, der hat ja auch die Bergpredigt mitbekommen. Als Jesus diese krasse Aussage bringt, das ist einer meiner Lieblingsverse in der Bibel, Matthäus 6,33, es soll euch zuerst um das Reich Gottes und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Er sagt, egal was ihr tut, geht zuerst für dieses Reich, was ich euch mit allem versuche zu erklären, was ich habe und bin. Und dann werdet ihr sehen, wie das Leben plötzlich leicht wird. Wie Dinge, die euch unruhig machen, plötzlich an Relevanz verlieren. Weil sich der Vater im Himmel darum kümmert. Petrus hat gelernt, immer wieder nach seinem Reich, nach seinem Willen zu fragen. Als die Jünger gefragt haben, Herr, wie sollen wir beten? Wie können wir beten, damit wir das tun können, was du tust? Weil er hat ihnen ja gesagt, ihr werdet das Gleiche tun, wie ich tun werde. Und ihr werdet noch krassere Dinge tun. Und die Jünger waren ratlos und sagen, ja, wie soll das gehen? Wie sollen wir beten, damit das passiert? Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das ist das A und O, wenn es darum geht, standhaft zu werden. Wir dürfen und müssen lernen, in unserer Position in seinem Reich zu finden. Es geht nicht um Persönlichkeitsoptimierung. Es geht nicht darum, jede komplexe Charaktereigenschaft loszuwerden und abschleifen zu lassen. Es geht darum, unseren Platz in Gottes Reich zu finden. Das ist das, was uns wirklich standhaft macht. Das ist das, was uns wirklich zufrieden mit uns selbst macht. Solange wir nicht an dem Ort stehen, wo wir eigentlich hingehören, und wir kennen doch dieses Gefühl alle, wenn wir irgendwo sind, wo wir das Gefühl haben, da gehöre ich nicht hin, da fühlst du dich von A bis Z unwohl. Die Getränke können super sein, das Essen kann super sein, die Atmosphäre im Raum, die Musik. Wenn du das Gefühl hast, hier gehöre ich nicht hin, willst du nicht da sein. Du hast erst diesen Frieden in dir und bist zufrieden du selbst, wenn du da bist, wo du hingehörst. Gott hat dich geschaffen, damit du für sein Reich gehen kannst. Und wenn wir lernen, das zu tun, werden wir standhafte und zufriedene Persönlichkeiten sein. Warum rede ich so lange darüber? Weil ich glaube, das ist die Basis für gute Beziehungen. Dann hören wir auf, uns gegenseitig aufzulehnen und etwas voneinander zu erwarten, was wir eigentlich von Gott bekommen sollten. Nämlich Standhaftigkeit, Stabilität, Sicherheit. Das kann nur Gott geben und nicht unser Partner. Und ich will dich ermutigen für diese Serie. Nimm den Weg zum Schöpfer immer wieder auf dich. Und ich formuliere es bewusst so. Es gibt da jemanden, der dich geschaffen hat und der hat eine Idee dabei. Und so wie du bist, bist du gut. Und diese Charakterzüge, die du in dir trägst, die sind gut, die sind gewollt. Die werden Gold wert sein in Gottes Reich.
deine Durchsetzungsfähigkeit, deine Sturheit, deine Ungeduld. Das können heilige Eigenschaften werden, die gut sind für Gottes Reich. Verstehst du? Aber es geht darum, lass dich von ihm mitnehmen und ihm zeigen, wie das Reich aussieht, was er mit dir bauen will. Und er wird dir immer, wenn du das tust, in Wahrheit und Gnade zugleich begegnen und dich mehr und mehr zu seinem Ebenbild machen. Und jetzt haben wir geheiratet. Jetzt springen wir in die Ehe rein. Wie schaut Gott auf die Ehe? 1. Mose 2, 24. Deshalb verlässt ein Mann Vater und Mutter, um mit seiner Frau zu leben. Die zwei sind dann eins mit Leib und Seele. Wenn wir heiraten, wenn wir den Ehebund eingehen, wir verwenden dieses Wording immer noch, das ist ein Bund, den wir vor Gott schließen, dann betrachtet er uns natürlich immer noch als zwei Individuen. Er schreibt immer noch weiter deine Geschichte mit dir, Alex, und mit dir, Steffi. Aber wenn er auf euch beide guckt, sieht er eine Einheit. Er sieht eins. Eins. Nicht einfach zwei Einzelpersonen, die einen Deal zusammen haben. Die Bibel sagt ein Fleisch und da reden wir wirklich von einer Einheit, einem Knollen, Körper, Seele, Geist. Unzertrennbar, weil es Gott zusammengefügt hat. Weißt du, was eine Einheit für eine Power hat? Hast du schon mal in der heutigen Zeit dich umgeschaut? Du musst nur mal die Zeitung aufschlagen. Wir sind so schlecht darin geworden, in Einheit zu leben. Wir betonen nur noch, wo wir uns nicht einig sind, wo wir es anders sehen. Und können kaum mehr damit umgehen, dass wir sagen, wir sind uns in etwas Relevantem einig und der Rest ist nicht so relevant. Einheit hat eine enorme Power. Einheit hat eine Kraft, die eine Einzelperson nicht hinbekommt. Jesus sagt, wenn 2 oder 3 in meinem Namen zusammenkommen, dann bin ich in ihrer Mitte. Das ist ein Versprechen. Ja, ist Gott nicht in dir, wenn du alleine bist? Ja, natürlich. Aber sorry, er sagt zu uns, wenn ihr mich sucht gemeinsam, zu 2, zu 3, dann nehme ich die Mitte ein. Da entsteht etwas anderes, da entsteht eine andere Power. Deswegen spürst du hier auch eine andere Power im Gottesdienst, wenn du zusammenkommst, weil wir gemeinsam Jesus suchen und er uns zusichert. Jedes Mal, wenn ihr das tut, nehme ich die Mitte ein. Das ist eine Power, Leute. Das ist krass. Checken wir das? Checken wir das als Ehepaar, dass wir eine spezielle Power haben durch diese Einheit? Verstehen wir das? Wie stark ist diese Einheit bei euch? Wir merken immer wieder, wir müssen darum kämpfen, Maike und ich. Unsere Kinder haben alles durcheinander gebracht, im Positiven, aber da kommt eine Dynamik ins Leben und all die Rituale, all die Rhythmen, die wir hatten, funktionieren plötzlich nicht mehr. Wir müssen und dürfen darum kämpfen, wieder neue Elemente in unsere Woche wirklich aktiv einzuflechten und zu arbeiten, dass das wieder funktioniert. Weil diese Einheit körperlich, seelisch und geistlich, die ist umfochten. Der Punkt ist nicht nur, wir wissen oder wissen vielleicht zum Teil nicht, was Einheit für eine Power hat, sondern auch der Teufel weiß das. Und wenn wir antreten, um sein Reich zu bauen, ja, was denkst du, was er tut? Der versucht uns zu spalten, der versucht diese Einheit abzuschwächen. Das ist umfochten. Und wir müssen entschlossen dafür gehen, für diese Einheit einzustehen. Mit allem, was wir haben. Und ich glaube, in einem Bereich fällt es uns besonders schwer, und das ist das Geistliche. Wie können wir geistlich eins sein? Die wenigsten Ehepaare bekommen es hin, täglich miteinander zu beten. Das ist die Realität. Ich weiß nicht, wann ihr zuletzt das Abendmahl gemeinsam eingenommen habt. Jesus hat uns gesagt, macht das regelmäßig.
Das ist eine Challenge für uns. Und ich glaube, wir dürfen uns innerhalb der Kirche da immer wieder herausfordern. Hey, was investierst du in diese Einheit? Was tust du dafür, dass sie gestärkt ist? Weil es ist ein Arbeitsfeld. Vielleicht fragst du dich auch, ja, wie soll ich das tun, wenn mein Partner nicht gläubig ist, weil es auch Gast gibt es. Tu, was du kannst. Die Situation ist, wie sie ist. Aber ich glaube, resignieren ist keine Lösung. Ich glaube, wir können immer bis zu einem gewissen Punkt Einheit bauen und uns immer wieder bewusst da rein investieren. Tu, was du kannst. Sprich mit deinem Partner, mit deiner Partnerin darüber. Aber nicht einfach aufgeben, sondern kämpfe für die Einheit. In der Einheit liegt eine besondere Power. Und dann ist krass, wenn wir uns dieses Bild von der Einheit mal näher anschauen, wird uns auch bewusst, dass es genauso weitergeht wie für uns als Einzelperson. Wir dürfen genau den gleichen Reifeprozess wie als Einzelperson durchleben. Genauso wenig wie wir als Einzelperson einfach da sind, um unser Leben zu genießen und eine gute Zeit zu haben, ja, genauso wenig sind wir als Ehepaar dazu da, einfach uns gegenseitig glücklich zu machen und ein komfortables Leben zu führen und ein möglichst schönes Leben zu leben. Genauso sind wir als Ehepaar dafür da, sein Reich in den Fokus zu nehmen und dafür zu gehen, dass sein Reich sichtbar wird. Wenn Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch der Rest zufallen. Hast du diese Verheißung wahrgenommen, die Jesus da reinspricht? Hast du diesen zweiten Teil dieser relevanten Bibelstelle gesehen? Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, aber ich liebe das, wenn ich merke, Gott ist wie vor mir und fährt wie eine Dampfwalze und walzt alles platt, was ich mir in den Weg stellen will. Weil ich nach seinem Willen gefragt habe und seinen Willen tue. Manchmal gibt es doch solche Situationen im Leben. Bin ich der Einzige, der das erlebt? Erlebt ihr das? Könnte ich ein bisschen mehr Excitement haben? Das ist doch das Beste im Leben, was es gibt, wenn du merkst, ich bin gerade in Gottes Willen unterwegs, ich spüre richtig, ich tue gerade, was er für mich vorbereitet hat und erlebe, wie er das Zeug aus dem Weg räumt. Das verspricht er uns als Ehepaar. Wenn wir uns auf diese Einheit stellen und wissen, wer wir sind und wofür wir da sind, standhaft werden als Ehepaar und checken, wir haben eine Rolle in Gottes Reich. Wir sind nicht einfach nur da, um uns glücklich zu machen. Nein, wir sind für mehr verheiratet. Wir sind dafür verheiratet, um als Einheit Gottes Reich auf diese Erde zu bekommen. Und dann wirst du erleben, wie die Dampfwalze vor dir herfährt. Wenn du es hinbekommst, dein Wille soll geschehen und nicht meiner. Dein Reich komme und nicht meins. Und dann wird dich Gott unter sein Joch nehmen und sagen, jetzt kommst du mit mir und läufst Seite an Seite und du wirst sehen, wie ich die Dinge plattwalze, die sich vor dir auftürmen. Und Dinge, die für uns so groß zu sein scheinen und vielleicht auch sind über Jahre, werden plötzlich klein und irrelevant, weil wir plötzlich das erkennen, was wirklich bedeutsam ist. Und das wünsche ich dir als Ehepaar. Gott will mit dir sein Reich bauen. Unabhängig davon, ob du verheiratet bist oder nicht. Ich kann dich nur ermutigen, wenn du noch nicht verheiratet bist, stell dich Gott zur Verfügung für sein Reich. Dafür bist du auf der Erde. Und du wirst sehen, das wird dich zu einer standhaften Persönlichkeit machen. Und es gibt nichts Attraktiveres, als wenn eine Person da ist, wo sie sein soll und weiß, was sie zu tun hat und glücklich ist mit sich selbst. Und wenn du in einer Beziehung bist, noch nicht verheiratet bist, gib alles dafür, in diese Richtung der Einheit zu arbeiten. Macht das zum Thema. Überlegt euch, wie wollen wir diese Einheit gestalten? Wie wollen wir uns Gottes Reich zur Verfügung stellen? Heiraten wir einfach, um zu heiraten, damit wir jemanden haben? Oder heiraten wir, um eine Einheit vor Gott zu sein, die gemeinsam mit ordentlicher Power sein Reich auf diese Erde bringen wird? Weil wenn ihr das macht, und das ist mein Call für alle Ehepaare heute,
wenn ihr wirklich ready seid, euch hinzugeben, Gott eure Kronen hinzulegen und zu sagen, und ich ordne mich dir, König Jesus, unter. Ich will für dein Reich gehen und nicht für meins. Dann wird er dich als Ehepaar einsetzen in seinem Reich. Und du wirst erleben, was für eine Power in dir als Ehepaar steckt. Und dass nichts und niemand sich dieser Einheit in den Weg stellen kann, weil Gott vorweg geht. Glaubst du mir das? Und jetzt stell dir mal vor, guck dich mal um. Du darfst dich gerne mal umdrehen. Stell dir mal vor, wir tun das alle. Was passiert in dieser Stadt? Was passiert in dieser Region? Was passiert in unseren Kindern, in unseren Nachbarschaften, auf unserer Arbeit? Was passiert, wenn wir so anfangen, Ehe zu leben? Alles, was wir tun können, ist uns ihm hinzugeben. Vielleicht sitzt du heute alleine da, dann mach's für dich. Vielleicht sitzt du mit deinem Ehepartner da, dann mach's mit ihm oder mit ihr. Wir werden einen Song singen, I Surrender. Ich gebe mich dir hin. Ich will dich mehr kennenlernen. Wir singen diesen Song als Einheit. Entweder kannst du ihn für dich singen oder du kannst ihn als Ehepaar singen. Aber ich will dich ermutigen, stell dich neben deinen Partner, stell dich neben deine Partnerin und sprich oder sing dieses Gebet gemeinsam. Und du wirst sehen, was Gott tun wird. In dir, durch dich, in seinem Reich.